Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallihallo für neue Minette Mashup, die letzte von diesem Jahr. Mein Name ist Jan, mit dabei sind dann heute auch nicht Danne. hallo Und Marike. hallo Hashtag Minette Mashup, du fand uns auf Instagram. Und heute gibt es manchmal eine spezielle Episode. Wir nehmen Besuch von einer Ex, alle ihren uns zukünftig kennen. den würde man ja normalerweise nicht an als Achsen. Ja, doch. Nee, das. Komm, wir fangen noch mit der Ex an. Als Ex-Mascherin Jenny. Bis Juni an alle Episoden dabei, sind wir hier auf neue berufliche WNRW. Haben wir da wenigstens ganz ein bisschen gefehlt, Hans, du? Der hat mir ganz viel gefehlt. No. Das heißt, ja, du hast dich neu orientiert. Hast du dann aber so gesehen, scheint ja auch ohne, dass man dich all Mond mit am neuen Regie von Minette geschläft haben. Ich muss so, es hat mir schon gefehlt, weil ich hätte gern die Gite noch besicht, weil die wirklich cool ausgesehen. Kannst du machen, wir sind leider Ja, durch mit mir der nicht mal Gite. dersch. Nee, aber wir können uns so einfach so treffen, für ein Tour durch Giten zu machen. Das hat mir schon gefehlt. Du warst zwar sehr umgegangen, aber doch, das hat mir aber gefehlt, mit den Tour zu machen. Den CNCI wird sich neu orientiert am Anfang am Lauf von diesem Jahr eine Etappe, die man zum Teil mit suivieren konnte. Absolut. An dem wir dann Maria kennengelernt haben. An der ganze Rest vom CNCI, die drei anderen Maderbesterinnen und Maderbester, der am Laufe von diesem Jahr den Weg bei der Industriekultur des Centre National de la Culture Industrielle von tun, die lernen der Haut kennen. Ja. Soll man einfach so auch ein bisschen durch Zeit zurückgehen und gucken, wie das da war am Laufe von diesem Jahr an den verschiedenen Giten. Sollen wir mal am Januar aufhängen. Da waren wir am Gonnerhaus zu Römmeling. Also, ich erinnere mich daran, dass ich da rangekommen bin. Ich war ein bisschen viel näher da. Just Holz, aber wunderschön. Ja, das war. Also für allem, was ich nicht vergessen, als der Blick aus all Fenster war so ein bisschen der Blick an die Natur. Da tun ich so ein bisschen verhalten von da. Ich weiß noch, dass du auch Fischelscher konnten, sich annaschten. Ja, genau. Kleinen Detail, den ganz an der schön ist. Fassade, nee. Ich bin gleich nämlich nach Lunch gegangen und in Stadt ein Kehr geguckt. Die klangfarbe Scheiße, die du für Genau. Künstler gemacht haben. Was ja am Anfang auch bei all Kabaisen so ein Touch hast, so die kleinen artistischen Ja. Touch. Ich war Bande natürlich auf den Dieren an Bausen mit den mit der Fileschershäuser. Wir hatten dort die Direktrice vom Spektrum auf Besuch, Tina Lange, die aus der Weltstadt Berlin, kurz... An die Waldstadt Römling. Also da das ein Sprung. Ja, hat Tina, und das hatte das ja immer so konfirmiert, nicht komplett entwurzelt. Ja, das war wahr. Was ich besonders spannend finde, ich komme ursprünglich auch aus einer sehr, sehr alten Bergstadt in Deutschland und für mich war es eher das Heimatgefühl oder die Verbindung, an die mich das erinnert hat. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie hier das Erbe von Bergarbeitern oder Minen oder auch die Kultur und die Schwerstarbeit, also ich meine, Luxemburg ist ja durch die Minen überhaupt das geworden, was es heute ist. Genau. Und die Region, aus der ich komme, also das Erzgebirge in Deutschland, hat genauso eine Tradition. Also zum Beispiel auch die Berguniform oder eben halt auch die Tradition mit den Schutzheiligen der Bergleute oder eben halt auch zu sagen, ja, das ist das, wodurch diese Stadt oder dieser Ort, diese Region überhaupt geworden sind. Ne? Nur durch die Ansiedlung der Menschen, die in den Minen gearbeitet haben, sind überhaupt die Regionen entstanden. Das heißt, diese Verbindung, diese Kultur, dieses Erbe oder auch diese Entstehungsgeschichte kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich eben damit groß geworden bin, weil das in meiner Heimatstadt genauso ist. Was ich besonders spannend finde, ist ehrlich gesagt auch so das Gedenken an den Menschen, die für die Rechte der Bergarbeiter sich eingesetzt haben. Also die ersten Geschichten, die ich gehört habe, als ich hier angekommen bin, war zum Beispiel von dem Herrn Bausch, der ja als Gewerkschaftler hier sich eingesetzt hat für die Rechte und die Sicherheit auch von Bergleuten. Da gab es ja wahnsinnig viele Unfälle und auch sehr viele junge Menschen, die umgekommen sind. Genau, ja.
Und er hat sich dafür eingesetzt, ist ja dann selbst auch umgekommen in der Mine. Und diese Form der Geschichten finde ich besonders spannend, weil man da auch merkt, es gehört eben wirklich auch durch den persönlichen, ganz persönlichen Einsatz und Leidenschaft dazu, um Dinge wirklich ändern zu können. Wenn man dann noch ein bisschen an Dingen Bereich von Musik von daher bist. Also ich hatte nicht besser zu Summe könnte fassen wie Tina, das finde ich auch so schön und da sind dann am Anfang gesagt, Berlinerin, was müsst du dann halt so rumlegen und dann da können sie auch eine Antwort. Ja. Das ist dann immer eine schöne Überraschung während dem Podcast, auch für uns. Ja. Und das war ein echter Podcast, den wir nicht auf Lützeburg gemacht haben. Es sollte nicht den einzigen bleiben am Laufe dieses Jahr. Wir haben leider an der Paris hier einen Podcast en français. Leute beim CNC, die ganz gut am Französischen sind. So dass wir das nächstes Jahr bestimmt hinkriegen. Ja. Jenny, deine Highlight an diesem Jahr, das war Kabäuschen zu Beeteburg. Ja, also pardon, ich habe vielleicht ein bisschen alt dafür, aber ich das mega cool fand, für du an den Turm zu klammen. Das ist nicht so alt. Du warst schon bekannt. Also pardon, aber das ist mega cool. Du warst eigentlich auch als Echten durch. Ja. Ich meine, es war 0,2 Stunden. Ja, ich meine, du hast schon so sehr aus dir, wenn man noch nicht ganz so, und du warst schon in der Wehe also am Turm. Das ist mega cool fand. Nee, an der Schagit-Frage im Dekaner hört, also ich so ein Dekabäuschen gut für mehr die riesige Klamm gemacht, weil also ich das so cool fand. 5 von 5 Tieren. Ja, 5 von 5 Tieren, effektiv, ja. Und da hatte man den Maxim Weber auf Besuch, den Gewinner vom Prix Laurence aus dem Jugendliteraturpreis von der Gemeinde Beeteburg. Den hat, nur dem sie den Preis gewonnen hat, Joch Matthias Gangren, letztes Jahr eine spannende Romane rausgebracht. Mit dem Maxim hat aber schon Ehren beim Prix Laurence mitgemacht, angefangen, Bücher zu schreiben. Und das hat uns auch verraten. Ich habe 9 Jahre meinen ersten Roman geschrieben. Also, okay. Alles handgeschrieben, ja. Ich habe auch noch bei mir daheim rumleihen. Und dann habe ich auch noch Leiter Fantasy-Romane geschrieben. Aber die waren nie an einem Zustand, wo ich das können veröffentlichen unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe irgendwann eine Novelle geschrieben, die hat auch bei Verlagen angeregt, das war 2013, 2014. Die war furchtbar. Die war doch nicht das erste, die ich gesagt habe. Als ich Leute gesehen habe, ich war versichert, die zu vergessen. Und die anderen Leute hoffentlich auch. Und dann, ja genau, und dann 2016, das hat mich aber motiviert, definitiv, also Prix Laurence für dann auch mal einen Roman zu versichern, eben weil ich dann eben auch die bisschen die das ist eine Unerkennung, genau, das, weil steht da gut und haben auch Tieren abgemacht, ja. Das Gangren heißt dein Roman. Du hast in 400 Covid-Pandemie beschrieben und du beschreibst aber eine Pandemie daran. Hast du das so als Synopsis und wie lang schon okay oder willst du da noch etwas dabei fügen? Also das ist nicht genau eine Pandemie. Das ist echt ein übernatürliches Phänomen, das sich ausbreitet. Also natürlich Dänischkeiten sind ziemlich groß, weil ich noch dann durch schon Lockdown so geschrieben. Wir waren noch viel filmisch inspiriert von anderen Science-Fiction-Romanen. Das sind eben so gängige Motive. Sind Schwurbler mal dran und alles. Ja. Genau, ich schon nicht süß daneben an den Lützeburgischen Kontext gesagt, weil ich fand, also an der Richtung nicht so viel gut und war auch, ich hatte cool von das einmal das Setting zu verwenden einfach und natürlich auch gut kannte. Für mich war das dann noch ein bisschen mir einfach, das dann so umzusetzen, weil ich dann noch wahrscheinlich mal eine Recherche betreiben muss, weil ich einfach konnte, ob mich ja, genau, das war ein bisschen mir einfach an der Hinsicht. Ja, genau, also das ist immer natürlich ein Phänomen, das sich ausbreitet. Also Gangren nennen sie das ist so blau-lichtend wurzelähnlich oder Tentakel kann noch so so Entitäten, die sich dann überall ausbreiten auf der Welt an alles, was mehr nur wie 4 Meter könnt, fängt also all organisch leben, das mehr wie 4 Meter nur könnt, das fängt uns verwesen ganz schnell. Und der Prinzip überall und kann nicht abhalten. Ein lesenswerter Roman. Ich habe leider noch nicht gelesen. Ich auch noch nicht. Ich wollte euch selber nur erklären, weil am Anfang mehr invitieren schon ganz cool Gäste. Ich fand noch. Ja. Also das muss ich so hin. Auch seitdem sich fort sie fand ich invitiert und noch immer cool. Wenn wir so ein bisschen einen Rückblick machen, ja, fällt mir auf, dass sie immens divers sind. Ja. Und einfach interessant Leute. Und das, wenn ihr dann auf einem anderen Platz ist, auch ganz anders dass ihr ein Gespräch könnt. Also. Ja. Haut sie mal für den Platz, vielleicht danke kurz zum Reisen am Büro vom IKCNCI, da das Lego-Haus Bellwall, auch schon bald wie Kabäuschen. 2022 drauf war. Der hat da wahrscheinlich gemütlich gemacht. Ja, schon noch. Deko. Ja, doch.
so viel muss wohl. Auf Dich kaum wann man schon bei der sinn an der eng von den Schesten aus so von diesem Jahr auch als enger Episode wost du zwar noch nicht dabei was Nee, schon se gleich dort an der Mission war immens inspirierend, weil het einfach drüber geschwert huet, dass se dat soll machen, ob dat wat der Lust huet. Ich hatte lo ganz schön Berehrungen sogar lo am Sommer gehabt an du huet Kuewer eng Ausstellung gemacht hannen wo d Industriegebiet zersch an der Schmalz genau an dat war beandruckend also befir ich überhaupt du konnt mat ausstellen hun ich die Platz schon schäf von et war mystisch dat war schön an kleven auch dat ze verschiedene Dealerwerten halen und war coolet an dem Kader zu erliewen an mat können zu wirken dat war ganz eng Minator Urgesteng Punkto Könchtler am Hans. Ja, Superman an dat war den as so herzlich. Ich war wirklich dankbar, dat stehen op dem wie keine geleiert hun so gut an dat war ganz lustig. Ich hat as schon gelaf an es sind dann net so lang herum zu Lützeburg an da war das so alle okay schon die ganze Zeit deine Nummerieren. Ich sind auch beim Batiment Katränkt eng ganz Zeit am Atelier gewircht. Mir gesagt, hey, hin und mal dazu dienen. Und da sind ich halt durch die Ausstellung gelaufen und dann hund mir eng Person ab zu trinken und geboren die 100 auch so gemacht hat, den du konntest spenden. Und ich so, ja. Und dann hat sich einfach rausgeschaut, sie sind den Tate. Sie sind den Tate. Und dann habe ich gesagt, so, oh, ich irgendwie Mord machen. Und das war, ja, komm mir dann an der Gang. Das hat alles ganz einfach gegangen. Auch das war, den hat einfach Lust, mit Leuten zusammen zu schaffen, hat Lust, Kunst an Welt zu bringen, an Leute zu unterstützen. Ich fand das super wichtig, auch als junge Künstler. Wenn ich so bei Ries von unserem Jahr zurückgehe, meine die Platz, die mir am besten gefallen hat, also von denen Kabaisischer, die wir so entdeckt haben, waren am Englisch zwei. Das sind zweimal Kabaisischer auf Rieder. War die zu Schöffling, den Zirkus wohnen, den ich ganz flott von tun, so einfach wie er war. An die am Fond de Gras. Den Zugfahrer. Ja, die Kutsch nämlich matt. Das ist auch mein Lieblingsten Zug. Weil du denkst Sauna, ne? Also. Ja. Die war dann Sauna? Nee, wir hatten sie nicht neidisch Demos, weil wir so warm. Das war aber Sommer. Ja, Selfie in der Sauna, den Hummer. Selfie in der Sauna, ja. Muss ich dann KD wirklich testen, so als Übernüchtung, so mit schön am kahlen Triple gehen und dann... Du hast ja noch wirklich ganz immersiert. Ja, du bist Matten dran. Du bist Matten dran, ja. Ja, du gehst im Englisch für keinen gesteuert. Ah ja. Ja, Marike, dann hatten wir auch 2 Episoden auf Englisch. Uff. Ja. Uff. Eng relativ frei am Jahr, wo es Tiny Houses gegangen ist, an eng am Kader vom Jurenforum von der Mina UNESCO Biosphäre, die war am Juli am Mahmoud Hashush. Den Mahmoud als ein libanesischer Student, den 22 beim ersten Jurenforum von unserer Biosphäre dabei war, dem das so gut gefallen hat, dass er am Hirsch 22 für 6 Monate zurück an die Mina UNESCO Biosphäre kam, wo dann an einem besonderen Erasmus auf der Uni gemacht hat, und den dann noch das Jahr ein beim Jurenforum mit dabei war. An den huet ënnert anderem wo en Hai war dann natürlich auch iwwer d'Uni den Quartier vum Belval entdeckt. Quartier denen irgendwo dann auch zum Nodenke gebrüht huet. It's a very interesting place to be. It's industrial, but in a new way. It's full of young people. The architecture is inspiring and the places are just so beautifully put around, and yeah, it's just a thing maybe related to Luxembourg. Mm-hmm. How many opportunities for learning and growth you can find around you. I really find it very interesting how the past, the blast furnaces, and the future are intertwining in a way, and how the architects and the landscape designers are trying to put some nature inside this very industrialized and urban area. Okay. So I think it was very interesting for me the first time I arrived there. And you explained the concept of ecosystemic services. Could it also be implied in Belval, and if so, how? Oh, the concept of ecosystemic services can be applied everywhere, anywhere, at any time. Okay. If we want to speak about Belval, I would suggest maybe that one of the ways in which we can apply the concept
would be related to the amount of emissions that we are producing there, the heat regulation around the area, because it's very concrete at the moment, if I may say. Also, one of the things that could be also interesting in that regard, I'm just brainstorming right now. I've never thought about We're that. taking notes, so we're going to send it straight to the Grand Duke. So Yeah, maybe when it comes to goods, I'm not able to think about any, but I'm just thinking about how interesting it could be also to incorporate the young people in the process of making the change, because I see and I heard a lot of students who really are interested in bringing that change and bring about the change and the transition. Zeit für Apps nicht. Wir haben ja als traditionelle Rubriken, wir haben sie haut nicht all mit dabei, wir wollten aber eng Abschiedverfall halen. Ma Wa man schon zurückblicken, ab alle neue Joer sinn wollte ich work-related Numbers mat deelen an auch eng méi persinnch Arbeitsfroh. Wir sind also matten an aus dem Quiz gekommen. It's quiz time. Ja, wir sind am Quiz. Geht bei den Work-related Numbers wenigstens brave ABC, so wie immer? Nee, geht net. Okay. Geht net. Es geht méi gefehlech, weil du Freestyle. Aha. Voilà, es geht direkt los mam Chômage am Jahr 2023. Was meint ihr aus den Entlutgang oder Rufgang? Oh nee, du erwischt Marika ist aber halt wirklich, also ich schon an der letzten Stadt nicht verfolgt, das muss ich ehrlich sagen. Was jetzt? Dafür ist es ja interessant, vielleicht. So vom Umfeld hier. Ich meine, in unserem Blut gegangen. Ich ging das So vom Gefühl hier gegen Stadt doch so, weil ja so viel geklot geht, ging man gebaut. Ja, ja, genau, die Sachen auf verschiedene Sektoren und dann mit den Entreprisen, dass das im Moment schwierig ist. Gefehlt ist leider korrekt. Ja, das Bad News, da habe ich zu lösen. Unzahl aus des Jahr an Blutgang, und zwar genau 15,4%. Ui, das ist aber viel. Also im Vergleich von Oktober 22, Vergleich mit Oktober 23. Und das sind Zahlen von der Adam. Ja, das sind da viel. Das sind da viel, ja. So, das ist Bad News. Ja. Was meint ihr dann, wie gesagt, das mit dem Gender Pay Gap das Jahr? Die geht doch gar nicht high. Ja. Die gesehen Ich habe gedacht, heute zu Lützeburg wären am niedrigsten von der ganzen EU. Ja, Du leistest nicht ganz falsch, Jan. Anna, was meinst du? Ja. Hast du gerne einen Prozent? Ich meine, also schon nur die Gag gemacht, aber effektiv, du war doch für eine Zeit schon ein Artikel, wo gesagt wurde, die wäre heute ziemlich niedrig. Ja, ich komme schon ran. Den Gender Pay Gap ist zu Lützeburg bewältigt und ist als einzigen EU-Mitgliedsstaat bewältigt. Mir darf ich mich dazu kurz ein bisschen kritisch ausdrücken. Ja. Ich meine nämlich, dass das, also vielleicht, das stimmt schon, wenn ihn das wahrscheinlich global hält, auf alle Sektoren bezogen. Aber ich frage mich, wenn du zum Beispiel gehst zu Lützeburg rangnimmende Privatsektor holen, ob es dann nicht ein bisschen anders das ausgesagt. Weil ich muss so, weil das war, wo ich einmal mit einem Kollegen geschwärzt habe, der bei einer Zeitung schafft, an den hat sich viel mit so Etüden beschäftigt, und der sagt mir, das natürlich auch viel, zum Beispiel, wenn du den Enseignement hältst, du sie prozentual mehr Frauen. Und die verdienen das schon mehr wie so mal hier Männer, wenn die zum Beispiel am Privaten schaffen. Und dadurch geht der Gap viel mehr klein, weil prozentual viel mehr Frauen am Enseignement sind. Vielleicht, wie gesagt, nicht so groß wie in anderen Ländern, aber ich meine, dass die wahrscheinlich noch immer geht. Nee, also am Prinzip, Marike, siehst du, sie mehr in den Ländern in der EU, wo es dann statistisch nicht mehr geht. Das ist ja schon ein guter Weg. So also nicht. den europäischen Durchschnitt, der liegt bei 12,7%, also den Unterschied an der Pay. An Deutschland ist der Prozent 17,6%, an Frankreich 15%. An der Belsch 5% zum Beispiel. An der Belsch ist 5%. 17,6, das ist bald 5. Ja. Das ist schon immens interessant, wenn man auch europaweit vergleicht mit verschiedenen Ländern. Aber was für uns so ist, Jenny, auch spannend geht auch darum, überhaupt, dass das Kind Tabuthema mehr aus oder dass sie überhaupt über den Piker schwätzen oder so und sich kann austauschen, weil so können den ja überhaupt auch Drop dass sie vielleicht mal da verdient, wie den Arbeitskolleg.
Okay, nächst froh, wie viele Leute sind das Jahr über die Grenze gefahren, für hier im Land zu schaffen? Eine Estimation en Percentage, please. Solo dachtäglich oder? Nicht zählen. Oh nee, Prozentage sind nicht so gut. Also, es gehen 479.000 beschäftigte Leute zu Lützeburg. Okay. Wie viel Prozent Du willst davon... nur nicht Tag für Tag füllen, dass wir da zusammen rechnen, wie viel bis den 31. Sag mir mal, Dezember. ein riesen Rechnung. Ein riesen Regel de Trier. Wie viel Prozent von allen Beschäftigten sind von Grenzgänger? Ich so 35%. Also, Monstertonne war feiert. Ich reime du am Janseng. Ich meine, sie 45%. Die sieht ganz nur, sind das 47. 47. Das ist schon bald Talschend. Und Talschend davon kommen aus Frankreich. An Talschend davon, also nicht Talschend davon, aber alles das, plus noch war mehr auf der Arbeit fuhren, das möchte riesen Verkehr. Voilà. Mehr allmoyen haben. Also Ja. führt man am Zug. Führt man am Zug, obwohl den ist auch schon ziemlich voll. Oder man Velo. Oder man, ja, man will gucken. Vom Ja, Bahnhof, meinst du, ich will man will bis an den Start. Ich kaufe mal ein Elektrovelo, da geht viel mehr sehr. Die sehr Velospiste, die sind statt jetzt noch nicht fertig. Ja, aber die ist noch nicht fertig. Noch nicht. Ich hoffe, die könnten nach ihr schon Pension gehen. Und dann noch ein persönlich froh wird weiter für ihr schlecht Jahr in besonderen Highlight professionell gesehen. Anna. Ma das ist beim IKCNCI kann du fänke mat schaffen. Mein Job wiesel. Was dann so die größte Herausforderung? Du bist ja, ich meine, da kenne ich einen so, du bist zuständig für den IKCNCI Archiven abzubauen, auch noch den Membersassoziationen, die am Reso vom IKCNCI sind, eine Hilfe beim Archivage zu gehen. Genau. Was ist du der größten Challenge? Alles. Nee, das ist wirklich immens viel Arbeit. All eise Partneren ze hëllefen an och da engem gut ze hëllefen an sinn leng. Also sie hëllefen mir zwei och muss awer bisssen over wie von allem hunn. Met geht. Loser los wie se immer wie se den immer mir läfen kein Kurs mehr Marathon Loser los. Und auch weil eben so das viel Arbeit, weil auch so viel Material da das genau das viel Material do das net kein Stockerplatzen do das Stockerplatz do mir net gerecht. Stockerplatz um Speicher oder Keller vermuchtenen Reim das empfang bisschen ein Rennegehen Zeit auch bisschen. Und Jenny, bist du gut angelebt dann auch kommen länger neue Arbeit? Ja, doch, du siehst ja war gut. Aber das auch kein, ich muss sagen, das ist ein bisschen back to the roots, weil ich auch schon an so ungefähr dem Bereich auf 4 geschafft habe, auf verschiedene Plätze, wo ich war. Die war so nicht unbekannt, so ich mal. Das nach immer das, wo ich mich gut drauf fühle und so, und wo es auch nicht so schwer war, sich drin anzuleben. Aber ich muss aber so, den Fortgang vom CNCI, das war schon so ein bisschen nicht einfach, weil hier bist du aber wirklich so an allem dran gewirrscht. Und hier hast du wirklich so von allem gesehen. Also du wirst von mit dem Partner zusammen schaffen, bis über ja, wie dann se doch die ganz all Sachen, die irgendwo bei irgendeinem Laien, dann hört mir einer SPL ist die Sache gewiesen, die Geschichten erzählt. Da das natürlich abs dat findst du nicht op allen Arbeitsplatz, dat muss ich wirklich so. Und weil sie gefreut ist, auch weil so als ein Highlight so ein war also an der Arbeit so vom letzten Jahr. Und da muss ich so irgendwie für mich war ein Highlight so zu sehen, dass die ASBL wiest. Also auch wenn ich leider nicht mehr dabei sind. Ja, and what about you? Mein Highlight ist ja, das war den Eisenspete-Jugendforum. Den wir am Juli organisiert haben, die mich impressioniert hat, wenn wir Jugendliche da hatten aus Frankreich, aus Schweden, aus Deutschland, aus Polen, aus Lützeburg, an dem Mammut als Adoptiv-Lützeburger oder als Libanese, also wirklich aus 6 verschiedene Länder, aus 6 verschiedene Kulturen, die konkret unter Lösung von einem Problem geschafft haben, den echte Jugendforum diagnostiziert gouf nämlich Fehlverhalen von den Leuten an den Naturschutzzonen hier am Süden.
das lo net für hin zu dissen oder willen zu nutzen treten, dat sie Sachen die du zum Deal sogar unbewusst falsch muss, weil sie dem einfach nicht wees. Sie haben eng richtig flott Kommunikationskampagne entwickelt, also Prototype für eine Kommunikationskampagne, die lo am Gange sind umgesetzt gehen für nächstes Jahr, wann nicht der Zeit das an den Naturschutzgebieter punktuell op denen Plätze, wo sie gebraucht sie können dann noch abgestaltet gehen, so wirklich Schilder, die sensibilisieren sollen, die nicht belehren sollen, mir die Strom aufmerksam machen sollen, was für ein Plus-Value, dass da die Aldarebaugebiete hier am Süden können liefern, wenn sie sich developieren lassen. Und dass sie mit einer Idee kommen sind, ja, du musst Biosphärenreservat an Städte drohen, du musst die Leute, die hier Minnet wohnen, klar machen, dass auch sie ein Teil von der Biosphäre sind und nicht mehr spät wie Zentner dieser Woche hängen ja überall auf den Bushaltestellen hier im Süden als großer Fischen you are the Biosphere und das ist so das, wo ich mal so das war so mein Highlight von diesem Jahr. Das am Juli von den Jungen kreiert gehen, dass das lo von einer Agence umgesetzt gehen an Kampagnen, also lo sowohl physikalisch an den Bushaltestellen wie auch online digital über youarethebiosphere.lu accessibel. Das war der mir das Tür Spaß gemacht. Das war super starkes Slogan auch. Und du, Marike? Oh, Skateboard? Ja, ja. Merci. Ja, ich meine, es war wahrscheinlich als erste Produktion, als Skateboard-Ausstellung, wo ihn einfach von Anfang bis an so eine Subkultur an die Leben ruft und dann ein Expo organisiert mit einem ganzen Begleitprogramm und dann kann den Sommer über am Hafen der Schwungfabrik Skateboard-Lessons hatten und in der merkt, hey, sie ja viel mehr Mädchen da wie Jungen und dann darüber noch kann schwätzen und ja, das war ganz spannend und voilà, Musik, Kunst und dann einfach die Chance zu haben, einen kleinen Wesselausstellungsraum zu haben, wo ihn das alles kann weisen. Ja, ganz wertvolle Erfahrungen. Da komm, dann geh mal lo, aber ein bisschen weiter. So Jenny, der vielmals merci, dass du da am Ende von diesem Jahr eine Zeit geholt hast, bei uns Lunch zu kommen. Merci, dass du mich invitiert hast. Wenn du irgendwann ein großes künstlerisches Kreativprojekt startest, so als Bescheid bauen. Zum Beispiel, so als dann Bescheid, dann invitieren wir dich. Und auch bei muss man natürlich auch Lori ein kurz grüßen, weil schon seine Stimme singt laut wie drin und dann extrem hören. Das leider nur im Dezember nicht von London rumkommen kann, hat das ja ein bisschen weit fort. Das ist ein bisschen weit fort und wir haben leider, das war schwierig, das ist natürlich immer schwierig, eine Gruppe von Leuten zusammen zu kreieren. Aber Lori, mehr danken an dich. Ja. London ist du bist dabei, hi. Anna, wir haben dich kennengelernt vom CNC aus der neuen Equipe. Wir haben Maria kennengelernt, was am Episode mit Michael Gira zu Diedling dabei war. Genau. Und am Floater, wo wir ein bisschen schon über den Quartier von der neuen Schmelz geschwärzt haben. Der sieht aber zu 5. Haben wir ja auch schon an diesem Podcast hier. Ja, wir sind zu 5, effektiv. Wie sind dann die 3 anderen? Ja, das sind dann einmal Lorena, Pascal und Delphine. Und die stellen wir dann auch 4, gebe ich da so, und machen wir den Tour. Und da fängt man mit Lorena an, gebe ich so. Mais pour ça, on va switcher en français. Bah, Lorena, t'es chez nous, au IKCNC, présente-toi. Eh bien, bonjour. Je suis ravie d'être la première voix française du podcast. Voilà, ben oui, je suis Lorena et j'ai rejoint l'équipe de l'IKCNCI au mois de mai 2023. J'ai eu la chance de travailler avec Jenny et j'ai eu la chance d'accueillir eh bien, mes 4 autres collègues au fur et à mesure. Et je suis responsable du volet pédagogique de l'ASBL. Donc tu es la doyenne aussi. En un mois, je suis passée de la nouvelle à la plus ancienne de l'équipe, oui. Le programme éducatif, ça veut dire quoi exactement? Alors, le programme éducatif ou le volet pédagogique, ça signifie eh bien que l'IKCNCI souhaite sensibiliser le public
eh bien, à tout cet héritage industriel, à toutes ces actions qui sont menées par les différentes structures, d'autres associations. Et c'est ma charge, voilà, de faire le lien avec les différents publics. Donc, que ce soit les enfants, les adolescents, les seniors ou d'autres publics dits empêchés. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir imaginer, développer des projets qui puissent sensibiliser n'importe quel public sur toutes ces actions. Donc ça veut dire les seniors, les enfants, vraiment ciblés au public. Oui, en fait, les enfants, c'est l'un de mes publics favoris parce que c'est celui qui comprend le plus de choses. Les enfants, en général, n'ont pas vraiment d'a priori, n'ont pas d'idées préconçues et ils nous ouvrent un regard, à nous, les grands, les adultes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Donc voilà, le public qui est peut-être le plus sensible, on va dire, c'est les adolescents. Et ça aussi, c'est un public que j'aime beaucoup. Parce que ils se construisent et ils ont déjà des idées. Et parfois, ils ont un peu peur de les partager. Donc ça aussi, c'est un de mes objectifs, de pouvoir développer des projets avec des classes ou des adolescents. Voilà. Y a-t-il déjà un projet qui est prêt à être dévoilé, quelque chose maintenant pour janvier, février peut-être? Alors plutôt un projet qu'on va dire transversal, donc qui nous implique tous les 5 et qui implique du public. Le 25 janvier prochain, on a été invité par la Constal à Aesch pour imaginer en collaboration avec leur équipe une carte blanche qui fasse écho à leur exposition de Ben Graeber. Donc l'idée, c'est que de 18h à minuit, on imagine une petite programmation et qu'on puisse mélanger nos publics, à la fois les publics qui franchissent déjà la porte de la Constal et aussi nos publics à nous, les anciens ouvriers, toutes les personnes passionnées d'héritage industriel. C'est the Green Machine. Exactement. Oui, tout à fait. Le 25 janvier à partir des 18h à la Constal. Exactement, oui. Dan haben wir den Rendezvous noch Zeit. Und Lorena kennengelernt. Delphine, on va continuer en français avec Delphine. Okay, wenn das die nächste Kollegin ist, die es uns präsentieren will. Oui. T'es prête? Bon, oui. Moyen. Ouais, Delphine. Allons-y. Alors Delphine, elle est la dernière qui est arrivée à notre équipe et qui nous a complété. Je suis la plus jeune. Elle est la plus jeune, voilà. Ouais. Presque. Et donc, c'est quoi ton rôle dans l'IKCNCI? Alors, mon rôle, il faut rester sérieux en fait là pendant le podcast. On n'a pas le droit de trop plaisanter. Si, tu as le droit de rigoler quand même. Hein. Non, jusqu'à présent, c'est assez sérieux quand même. Hein. Bon. Alors, mon rôle, donc je suis responsable réseau. Donc moi, Tu t'occupes des téléphones? C'est ça, tout ce qui est téléphonie, ordinateur, Internet, voilà. Je joins les fils, c'est ça, voilà. Ouais, c'est mon job. Mais aussi, quand j'ai un peu de temps, en dehors de la téléphonie, je m'occupe aussi des partenaires, accessoirement. Surtout des partenaires, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment en fait c'est cultiver en fait les rapports avec nos partenaires et futurs partenaires de l'IKCNCI. Peut-être là, il faudra un peu expliquer le fonctionnement du IKCNCI, parce qu'en fait, vous êtes un élément fédérateur, on peut dire, hein, entre différentes associations et... C'est ça, Centre national de la culture industrielle. Donc c'est vrai qu'on doit être là pour unir et fédérer. Donc fédérateur, oui, c'est un bon mot. Et donc voilà, unir pour faire un peu la force et rassembler. Donc on a une multitude d'acteurs ici sur le territoire du Sud, Minette, mais aussi dans tout le reste du Grand Duché. En termes de patrimoine industriel. Donc il y a du travail, effectivement. Donc pour l'instant, on a une petite vingtaine, entre 17 et 20 partenaires officiels. L'idée, c'est d'aller plus loin, de rassembler. Et pour ça, comme l'a dit Lorena, ça peut être à travers des événements, des projets, comme celui de la Constal, là, le 25 janvier. Donc c'est vraiment essayer de les fidéliser
pour créer ensemble et être vraiment l'établissement reconnu au niveau national, mais aussi au niveau ensuite européen et international. Donc, est-ce que tu t'occupes également des relations qui dépassent les frontière. associations luxembourgeoises? Oui. Est-ce que tu es en contact avec des sites, avec des associations de la culture industrielle, de la Lorraine, de la Sarre, de la Belgique, peut-être de toute l'Europe? Ça commence. Donc, c'est vrai que, bon, comme le dit l'une de nos collègues ici au bureau, la plus ancienne, elle a un bon slogan, il faut que tu le dises, c'est le moment. Le minerai n'a pas de frontières. Voilà. C'est quand même... Voilà. Elle est assez discrète là-dessus, mais il faut quand même le dire. Mais voilà, en fait, tout part de là. Donc, pourquoi s'arrêter juste à la frontière, alors qu'il y a les mêmes problématiques aussi, juste de l'autre côté belge, côté Allemagne, côté France, avec la Lorraine. Donc, effectivement, l'idée, c'est de créer aussi un réseau transfrontalier et effectivement de collaborer avec d'autres partenaires européens et même au niveau international, comme on a pu le faire là récemment à Bilbao. Maria pourra en parler à travers le réseau ERI. Voilà, un exemple. Donc, vaste programme, oui. On ne va pas s'arrêter juste aux minettes. Delphine, un petit oiseau twittered in my ear. Tu as une connexion avec la Bretagne? Possible. Et en Bretagne, il y a des biscuits. Effectivement. Et en Bretagne, il y a aussi des boîtes de biscuits. Oui, effectivement. Please tell me more. Alors, en fait, ça remonte à mon papa, qui était biscuitier. Maintenant, il est à la retraite, en pension, qui était biscuitier. Et donc, dans les années 80, biscuitier, il n'y avait pas autant de mesures au niveau des charlottes, hygiène, etc. Donc, quand il rentrait, il avait encore du chocolat sur lui. Ok. Et tu lui as donné des grands câlins. Oui, c'était vraiment le papa gâteau, comme on dit. Et c'était extraordinaire parce qu'il avait il sentait en fait le sucre ou la vanille ou le chocolat selon l'ingrédient qu'il avait utilisé pendant la journée. Donc voilà, ça a nourri mon enfance, mais au sens propre du terme, parce qu'il ramenait aussi les biscuits ratés, ceux qui n'étaient pas vendables. Donc tu as juste mangé des biscuits étant enfant? Oui. Beaucoup de biscuits. J'ai été This explains everything. nourrie de biscuits. Donc ça a commencé comme ça en fait, mon histoire avec les biscuits. Ça commence là. Et ensuite, effectivement, pendant mes études, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Je me suis dirigée vers Lefebvre Utile, donc la marque Lu, les petits beurres Lu. Et je me suis intéressée à ça, et en particulier les illustrations qui étaient faites sur les boîtes à biscuits à la Belle Époque, 1900-1914. Donc c'était mais vraiment des toutes petites illustrations sur des petits formats. Bon, des fois, il y avait des boîtes un peu plus grandes, mais ça restait quand même des choses très précises et techniques, et parfois signées par de grands artistes comme Moucha. Il est passé par là. Il est passé par l'illustration. C'est celle que j'ai en tête quand j'y pense. Oui. Donc, il est passé par les illustrations de boîtes à biscuits, notamment pour Lefebvre Utile, surtout pour Lefebvre Utile. Et donc, j'en ai écrit, oui, un petite thèse. Un mémoire, ouais, voilà. Alors, je pouvais continuer après à faire effectivement une thèse, mais j'ai bifurqué vers plutôt la professionnalisation et vers la valorisation du patrimoine. Voilà. Et donc, c'est comme ça que tu es arrivé en fin de compte ici? Et oui, effectivement. J'ai démarré en Bretagne, à Nantes, parce que c'est vraiment le chef-lieu de l'usine Lefebvre Utile. Il y a toujours une usine là-bas. Et l'ancienne usine Lefebvre Utile a été réhabilitée en centre culturel. Et puis ensuite, je suis arrivée à Nancy parce que mon père a fait un stage de biscuiterie à Nancy. Donc, je voulais voir Nancy. Et puis voilà, fil en aiguille, j'ai trouvé un chouette job lié au patrimoine, à la valorisation du patrimoine. Et puis ensuite, c'est l'amour qui m'a conduit au Luxembourg. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre podcast. Next episode. Pour l'année prochaine, alors. Voilà. Ok. Voilà. Wow, merci. Juste toute petite dernière question. Combien de boîtes de biscuits est-ce que tu as au Luxembourg avec toi? Oh, alors j'en ai 2 ou 3 cartons dans mon grenier, et je dois avoir aussi quelques-unes dans ma cave. Ouais, et chez mes parents aussi, il y en a. Ouais. Oh. Ok, je vais m'inviter moi-même. Merci Delphine.
Yes, und dann mengen switch mal von do aber eier mal bei de 5. Member kommen, den man noch net kennen enke kurz bei Maria Dich und nullstre schon kennengeleiert mit Stich wird Eri war gefallen, der so ein europäische Reso von Industriekultur an Assoziationen Heritage diese Stummer da aus setzt. Ja, die hun also deren Sit, also die hun verschiedene Sachen, die sie organisieren. Also der Tisch die haben eine Annual Conference, wo man dieses Jahr matt gemacht haben. Der Tisch schon mich proposiert für über Lützeburg zu schwatzen, über urbanistische Projekte, das war den Sujet. Also die haben gefroht die Prinzipien vom europäischen Bauhaus. Mir ist aufgefallen, dass ein neue Projekt, urbanistische Projekt mit industriellem Hintergrund, also dem entsprechen. Okay. Also war für mich wichtig, dass ich ein bisschen die Geschichte erzählen von Belval. Also das war die Wiege von dem ganzen, also den Süden. Und dann habe ich nur die 2 Projekte vorgestellt, den Schmelz und Metzerschmelz. Und auch das Believen, auch ob das Schmelz, also noch bevor die ganzen Sachen, also die ganzen Gebäude und alles fertig gemacht wird. Das heißt, ja. Dat dummer der kann Lützeburg sech da wirklich op Land gehört vom neuen europäische Bauhaus setzen mat dee Projekten, die ha am gange sie realisiert oder realisiert gin. Ja. Also da tut wirklich da tut die ganze Kriterien also erfüllt. Also da müsste man do weiter fahren an der Richtung. Und dann haben sie auch noch ein anderes Projekt, das hat meine Kollegin Lorena dieses Jahr betreibt. Also das war für junge Leute, die als bei verschiedenen Schmelzen sich vorstellen können mit einer Choreografie. Das heißt, vielleicht Lorena, den Projet, ton Projet de Eri. Oui, Work It Out. Work It Out, oui. Oui, cette année, le Luxembourg a participé pour la première fois à un concours de danse vidéo que l'IRI mène depuis 2018. L'idée, c'est de mettre en valeur des friches industrielles partout en Europe via différents groupes d'adolescents qui dansent la même chorégraphie sur la même musique mais dans d'autres sites. Au même moment, mais dans des sites différents. Et cette année, il y a eu de mémoire 32 sites qui ont été mis en valeur, dont la Metzeschmelz et des jeunes de la ville d'Esch, voilà, un projet qu'on a mené en collaboration avec le service jeunesse de la ville d'Esch. Voilà. Dat Erierne mcht dann auch 2022 du war Konferenz ha Belval an du seg Wagerinnerung dat Marike do wat Lori war du warst du ja du warst du Jenny ja am Stungen nirgent fe so 4 am hun mis schwatzen hatten de Min präsentiert als alternative Projekt fir eben noch Industriekultur an Erinnerung und der industriell Irwe vun enger Region Lewen zu erhalen und vielleicht auch ein andere Publikum könne vir zu gehen wie sos errichtet gif gehen. Ja, fir op anderem Weh se steht Industriepatrimoine weiter können ze drohen wie oplo die drschen historisch Äder war is. Me mit Gin awer auch et gët Mann an denger Ekipp an Last but not least. De Pascal De méier Pascal. Ja, gute Morgen. Du bist als männliche Unterstützung am IKCNCI-Team. Ja, ich bin an der Fall am Team de Plan Pascal, sind der Juni dat Jahr dabei. Du bist die Mittelerlen. Den Mittelalter, ja. Du hast nicht als Seestei von der neuen Ekibu gefangen worden, nicht als Lächte. Nicht gerade als Lächte, nee. Ich hoffe, du bist dabei. Ja. Und ich schaffe dann im administrativen Bereich, auch noch am finanziellen Bereich für die SBL. Also halt aufhält von der Wehe, ein paar Jungs Joch bezahlt gehen, dass sie meine vier Kollegin nicht ganz froh. Noch Rechnungen. Und die müssen pünktlich bezahlt gehen. Die sollen noch pünktlich bezahlt gehen, ja genau. Die sind noch immer pünktlich da. Das muss ich den Pascal loswerden. Aber jetzt du bei uns kommen was hast du da gemacht? Ja, an engem wurde sich gesagt, war ich über 20 Jahre am Bankwesen tätig, am Kreditbereich. Und hun aber dann Gelegenheit genutzt, Gott sei Dank, da direkt zu drehen, an sich wegen Hobby oder wegen einer Person zu gehen, was immer, Industrien, Galerien, an sich also mindert als.
sie sind über die Generalversammlung vom CNC sich stromopmerksam gemerkt, dass ein Platz ausgeschrieben war. Und habe mich dann da gemeldet, und Formation 1 gesehen und gesagt, der 15. Juni habe ich angefangen. Das heißt, du hast aber auch schon viel drunter Konnektionen zu unserem industriellen Nerven. Also du warst auch viel drunter schon engagiert am Erhalten und der Fleisch von der Erinnerung da drunter. Ja, also ohne nur Klamm zu machen, vielleicht für alle einzelnen Partner. Meistens hauptsächlich auf der Minia Cockerill am Ansatz für über 15 Jahre schon helfen. Und noch da im Komitee war und auch aktuell in der Käse hier sind vom Verein Bärbelsfeier mitgestaltet. Und also egal, ob die Galerie schmelzt, als auch durch die Familie war schon ewig mit dabei. So. Ich wollte gerade fragen, das klingt so, wie wenn es ein bisschen am Blut was. Ja, so Arbeits-, Schmelz, Galerie war man Thema an der Familie vom Pap, Großeltern, Monien, und hat er nicht geschafft. Ganz Familie. Also, just du bist auf der Bank gelandet. Es sind den einzigen, der leider Gottes nicht an die Industrie gegangen ist. Und einfach lang war ich nicht darüber froh, dass ich schon Liste gegangen sind, und keinen Beruf ausgeübt haben, sind den einzigen, ja, schwarz Schofer in der Zukunft. No. Sind dann effektiv ja auf der Lützebauer Bank, aber vielleicht kein Umziehen an der gelernt. Also dat dem Pascal seg Passioun ass, du bra just op sei Büro. Ich gucke die ganze Zeit lang mat Minat stangen dran an steht eng Karbizluto. Also wann dat net eng Passioun Seelebun Foto die en Han sech henken huet Seelebun Mineren die schaffen Chastecher vun wie eng Schmelz dat die du henken hues. Dürfen als Dideling und die aller ewig tot war so Dideling mir Rezenz wo ich von eng Null haben ein Charakter vor war du Prat op also so. Ja, das dann nach die einer Passion die du ist Oldtimerin. Jo der hunne Jocht den der anderen hat Sportgranate woch man iwwer 20 Steck hunn. Wmech immer 20 Sportgranate an. Oh, die eng restauriert den Diner fir an der hunn op Stock van enke Stecker bre. Wann se all restauriert sie kannst du all da mat eng Manre fuhren. Dat kenne ich dann ja. Das raus Mit do zu der ganz kleinen Klammer opgemedesche noch die lächt Arbeitsambulanzen Arbeit Dideling. Eng 47 vor Transit sie joch iwwer MW kont kreen, weil de Mitte all die verschrotte wollt an die steht woch proper an Dresche mé doheim as komplett erhalen. Auch schon fertig restauriert oder? Nee, der ist komplett am Originalzücht und just das Embleme sind gewechselt auf die ursprünglichen Arbeitsembleme. Weil ich Foto für 74 schon, wie sie angeweiht gehen, also so. Und also im Umgericht gehen, das war so ausgesetzt wie ursprünglich. Das heißt, die kennen doch nur irgendwo einkehr in einem historischen Kontext? Die auch schon bei auf der Werbelsfeier, am Grund war schon mitgefahren, wer doch jeden Fall einkehr im Werb Titelling fahren, für eine Expo oder wie immer du. Als kein Hindernis fänke du allerspätestens bei der feierlichen Abweihung von dem ganzen Quartier neu schmelz oder so. Ja, auf alle Fall du gehst ja dann hin. Kein Problem. Hast du auch geholfen, wenn kein Fort gewirrscht wäre? Ehrlich gesagt, hast du mich schwer gedummt, wenn sie von der Arbeit kommen, das hättest du wahrscheinlich auch geholfen. So, ja, dann haben wir den Tour eigentlich auch gemacht über die Equipe vom IKCNCI. Ich hoffe, Lorena, Delphine, Pascal, dass wir irgendwo neben der Maria und dem Anna am regelmäßigen Wirsel der Natur hören. Lorena, Delphine, pour vous, on compte surtout sur vous dans les épisodes en français. Parce que je crois que vous pourriez vraiment nous aider là-dedans. Avec plaisir. 2023 Hummer han da ist 2024 geht spannend 4 Runden. Wir wandern noch am nächsten Jahr 4 Runden. Das heißt, wir bleiben, der Minute Measure bleibt der Wanderpodcast, so wie in der doch an diesem Jahr war. Man nächstes Jahr mam Fokus, den wir ein bisschen ändern, aber nicht so ganz. Wir gehen immer mit ganz interessanten Gästen auf ganz interessanten Plätzen. Mais zum Beispiel, Lorena, tu peux peut-être nous donner juste une petite idée d'un endroit particulier où tu pourras nous amener l'année prochaine? Peut-être 2 endroits déjà qu'on peut un peu révéler. Il y aura un endroit à Esch, un partenaire qui est installé à la Metze Schmelz et qui a une activité très intéressante et qu'on aimerait mettre vraiment en avant. Et puis, il y en a un autre qui nous permettra de passer ensemble la frontière. Où fängt die mal aber am Januar mal auf einer Platz, wo wir auch schon waren? Genau, und zwar an den Minalpark. Wir gehen bei Robin Weles, ich war sein Erbe als Direktor und er war seine Passion für die Industriegeschichte bis supporteren. Und dann gucken, wie der Minalpark sich entwickelt wird in den vergangenen Jahren und was Projekte für die nächsten Jahre sind. Erste Rendezvous für Januar. Erst noch ein guter Rutsch. Yay! Happy New Year! Ciao! Ciao!